Gute Mëttech Herr Görenz. Gute Mëttech. Mo ass Resoluioun nom Deklanchement vum Artikel 50 verlächtter woch iwwer d'Austrittsverhandlungen vu Großbritannien aus der EU am Parlament. Wéi eng Roll wird Europaparlament bei dësen Verhandlungen spielen? Also das Europaparlament spielt sech eng ganz wichtig Rolle, weil muss jo Akkor rauskommen. Den Deichket den Artikel 50 beméit fir den Austritt offiziell anzuleden. Dann um eng Periode vun 2 Joer fir Negoziationen zu machen zwischen der Europäischen Union an Großbritannien. Aber bis dahin muss ein Akkor von gesehen. Am Parlament muss dem Akkor dann nur zustimmen, sollten er Kraft treten. Wenn das Parlament nicht zustimmt, dann haben wir keinen Akkor. Und dann geht Großbritannien ohne irgendein Brechenpaket aus der Europäischen Union raus. Das wäre nicht gut für keinen. Dann dürfen wir direkt von Anfang an den Guy Verhofstadt genannt für die Verhandlungen zu suivieren, hinhält selber nicht direkt im Verhandlungstisch Deel, wenn das aber so no wie möglich dabei für das Parlament doch keine permanent zu informieren. Wir werden über die 2 Jahre raus, neben der Resolution, die also Mittwoch gestimmt wird, auch nach zwischen Resolutionen abbringen für spezifische Themen zu schwätzen. Der Resolution, die wir gerade schon angeschwärzt haben, was sind dort Prioritäten? Also was Prinzipien belangt, sind wir der Meinung, dass die Verhandlungen sollen fair auflaufen auf beiden Seiten. Und da geben wir uns Themenbereiche hin, wir legen eine absolute Priorität auf die Rechte von den Bürgern. Wir haben dass die ganz am Anfang geklärt gehen. Und dann geht es Grenzen. Die Situation, die wir kriegen, nun Austritt von Großbritannien, die geht ganz schwierig. Eng paar die Schwierigkeiten klammert der Europäische Union direkt aus. Da muss Großbritannien selber mit Ländern, die tangiert sind, von der Problematik einen Akkor finden. Das gilt für Gibraltar. Also da muss Großbritannien gucken, dass sie mit Spanien eins gehen. Was für Regime das Leute tun, die da all darüber die Grenze gehen. Dasselbe gilt für Nordirland, was schon eine britische Provinz ist, an die grenzt und Republik Irland. Bislo hat man kein Problem, weil die Grenze offen war, aber die Leute konnten über und rüber gehen, ohne große Schwierigkeiten. Und da kämen noch eine ganz paar die institutionellen Schwierigkeiten dabei. Und dann ist natürlich auch ein Punkt, wie regeln wir das Regime nach Austritt von Großbritannien aus einer ganzen Partie aktiv waren, die die Europäische Union angelöst hat. Ich denke zum Beispiel an die Gebäude, wo sie proprietär ist. Wir müssen noch eine Lösung finden für die Rechnungen, die nach abstehen, wo Engagementen geholt wurden an das Budget in 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Da sind ein paar die Rechnungen nach ableihen, die nicht bezahlt sind. Und wir sind der Meinung, dass Großbritannien auch da muss und diese Rechnungen fair und matt bezahlen, solange wir nach abstehen, weil das sind Engagementen, die wurden geholt, währenddem sie Member waren der Europäischen Union. Das ist grosso modo die Hauptpunkte, die wir diskutiert gehen. Dunner könnte das nicht direkt Bestandteil von diesen Negoziationen, dass das Regime definieren, der Großbritannien nom Austritt, nom definitiven Austritt mit der Europäischen Union zu gut wird. Du hast schon angesprochen, es gibt verschiedene Rechte, es gibt verschiedene Pflichten als Member, aber auch als Nicht-Member von der EU, notamment die Idee von der European Citizenship. Welche Rechte, aber auch welche Pflichten gibt das beinhalten? Also hier geht es ja darum, dass die Leute, die wirklich europäische Gedanken festhalten, die sich zu den europäischen Valeuren bekennen, und die bislo nach der europäischen Bürgerschaft tun, oder European Citizenship wird auf Englisch zu sagen, für denen das Recht zu lösen, wann sie wollen, aber wann sie auch bereit sind, etwas zu bezahlen. Das ist eine Idee, die steht am Raum, die geht zurückbehalten, sie geht nicht zurückbehalten. Ich bin der Meinung, es wäre nicht schlecht von der Europäischen Union, aber sich gehen wir mit den Problemen aufgehen, die die Leute tun, die die europäische Bürgerschaft verlieren. Was sind das für Probleme? Es sind 3 Millionen Briten, die im europäischen Territorium wohnen, die nicht Nationalität haben, die eventuell gestört sind an dem just eng Nationalität und die britisch, die aber durch ihre europäische Bürgerschaft kein Problem hatten, für normal wie wir alle gut zu lehren. Das ist ja auch der Sinn gewesen von der Europäischen Union. Die Rechte die gehen ihnen verloren. Und da kriegen sie terrible Schwierigkeiten, was die Aufenthaltsgenehmigung belangt und so weiter. Dann haben wir danach
nom Austritt eng ganz kompliziert Situation. Die huet Leiit déi europäesche Kontinent wunnen die englisch Nationalität hunn, den hier so unbekannt ass. Die huet Europäer, die a Großbritannien lewen och ungefähr 3 Millionen, wo och KWs wie dé da behandelt gin. Die huet Situationun am Grenzbereich tschen Gibraltar a Spanien, an der Grenzregion tschen Nordirland an der Republik Irland, ofgesi vun allen anderen Schwierigkeiten, die mat dem verlochten der Citoyenneté Europäen ze summenhenken. Da kann ich so, dat du hast net am Gesetz fir gesinn. Wann man zum Beispiel 1919 net Gesetz gemet hätten, dat Frauen könnte mat Stimmesetzen möchten hätten man net. Also kann ich net einfach so welke Gesetz do as geht net. Nee, da muss ich gucken, ob man dem do Faktor Rechnung drohen. Es ging zum Beispiel net dann fir wat dat man net den Leiit soll entgegenkommen. Qualität geht all Deutschen, all Lützenburger, all Franzosen, all Italiener an wie sie alle go heechen, die Länder aus denen sie kommen, grenzt de europäische Citoyenneté. Den Herr Gauland huet europäische Citoyenneté en ass absolut an Portafo, mat den europäische Valeuren Madame Le Pen och, Herr Schaffhauser den Hai Hasspredigten hält am Parlament, déi hunn alle goe. Et fand ich kein rechtliches Argument für den sie aufzuhöllen. Ich meine, da können sie auch vielleicht ein politisches Argument abfallen lassen. Für zu gucken, inwiefern den in die Bürger do, die am Anfang sonst nicht machen, an dokumentieren und wissen, wie fest dem europäischen Gedanken festzuhalten, mit denen ein bisschen entgegenzukommen. Mein Gott, wenn das Schlimmste, was wir je gemäht hätten, an der Geschichte von der Menschheit, dann könnten wir es ganz glücklich schätzen. Ich riskiere vielleicht Klischee zu bedingen, aber kann die nicht auch so, dass der Brexit eine Chance gegen bedeuten. Seit ein paar Wochen vereinigen sich all sondig an großen europäischen Städten Menschen zusammen für Europa zu feiern, für nicht gegen etwas zu demonstrieren, sondern für ganz klar für etwas zu sehen. Als das nicht auch vielleicht ein Nebeneffekt von dem Brexit, bei dem mit vielen Menschen für einen angefordert gehen, es geht auch auch nicht und das wollen wir nicht. Das ist absolut positiv zu bewerten, dass am Anfang die erste Kehr, dass die Leute all sonst auf wie viele Plätzen manifestieren. Für Europa, das ist eine spontane Geschichte. Am Anfang fängt es schon ein bisschen Routine zu kriegen. Mit das gut, dass noch besser dokumentiert wird, dass die europäische Konstruktion nicht nur 21 Pilier sind, nationalstaatliche Pilier, auf denen die Konstruktion beruht. Wichtig ist auch festzuhalten, dass die Bürger, dat de Movement vun de Bierger kennt, fir dat mat ze droen. Well ich fest iwwerzecht, dat der Europäischen Union op Plan seestemme kann vu Bestand sinn, wann se Leiit mat abben, wann se Leiit mat Virun hëlt, wann se de Leiit och gefiel gëtt, a wann d Leiit och zurecht gefiel hunn, dat die Europäische Union eng Schicksalsgemeinschaft ass an der se kënnen mat viel Berechenbarkeet fir Zukunft, mat enger gewisse Solidaritéit rechnen, wie vom Recht von der Welt, wo de go vu den Länder die Valeuren net deelt im Union. De Preis fir den hege Grad vu Freiheit a vun Recht a vun Dignität immer an Europa hunn, ass den, dat man an der europäischer Konstruktion virun so lang schaffen, bis se definitiv als so schützt, wie man dat ge hätte. Für aufzuschließen, was sind eher Hoffnungen für den Ausgang vom Brexit? Ich hoffe, dass wir über die Schwarz-Weiß-Malerei rauskommen, die gut sind mir, Engländer, die schlechte, das nicht so, das nicht schwarz an das Weiß, Engländer. Erstens sind nicht nur Engländer, sind Schotten, sind Waliser, sind Nordiren. Wir kennen nicht einfach pauschal die Leute, da wo wir schaffen, sein ganzes Land an den Neck drücken. Gerade wie doch nicht Leute gut an der Europäischen Union. Es geht dir enger und es geht dir anders. Ich hoffe, dass wir fertig bringen, dass wir den Trennungsprozess zu den ganz schwierig ist, dass man sehen so gestalten, dass du no aber auch nach gewisse Gemeinsamkeiten, die möglich sind, die notwendig sind, die auch am Recht verankert sind können, auf eine proper Manier kriegen. Wir können nicht auf der engen Manier verlangen, dass Soldaten aus Großbritannien gegebenenfalls für die territoriale Sicherheit vom europäischen Kontinent sterben, als dann auf der anderen Seite behandeln, wie wenn man nie mehr bis Martin zu dienen. Das geht nicht. Wir sollen nur eine faire Partnerschaft mit ihnen auf den Weg bringen. Ich wäre immer für einen soften Brexit.
sowieso dat Jocht net Großbritannien aufgestimmt ob de softe Brexit soll gehen oder een herde Brexit gët lo herden drefs gemet wahrscheinlich fir am Bause mit haf opzutreten. Ich ging wirklich wünschen, dat Großbritannien dat die Regierung ober ging bessen méi an volle Graluisteren an ob es einfach kann die Erde 40%, die dafür gestimmt hun einfach so engem Handstoß aufweisen. Ich mein, dat wir net gut du hast Kompromiss sich am von hinten an noch am von Eis. Schönen Tag noch.